Goedemorgen alle. Dit zijn gedanken uit Gottes woord. We vangen vandaag in Matteaus kapitel 23 aan. Deel 3 met God zijn woord. Also tweemaal möchten wir Matteaus Kapitel 22 fertig. Und da hat wir einmal eine Durchsprache zwischen Jesus, der Heiland. Der Heiland wird die ganze Schrift wissen, wenn er hat es alles geschrieben. Er hat die offenbart den Menschen nicht so. Aber er wie hier als Mensch, und so, wir weiten seine Mama und seine Papa und seine Lehrer waren am auch von Gott sein Wort gelehrt haben. Aber hier wird Gott selbst einer von seinen Namen ist das erst dort Wort. Und so dieser Pharisäer, Sadduceer, der herodische Lehrer, der Schriftgelehrte, was dann zu der Zeit die Kirchenlehrer wären, der übernahm sich, diesen Heiland proben in der eigenen zu gehen mit Gott sein Wort. Und sie kamen weit kart. Sie hatten eine Durchsprache über Tagstoll, über Davids Nachkommenschaft und wie Johannes der Täufer was wir und so weiter. Und so nu gehen wir in Matteaus Kapitel 23 nennen. Und ich will bloß, wenn ich ein Wort bringen, zum Matteaus 23 erklären, das wird das Wort sein, Hunsch. Das ist ein Hunsches Kapitel. Und Gott sein Wort ist geschrieben, das ist gemerkt, uns, Gott sein Wort sagt selbst, dass sein Wort, das ist ein zweischneidiges Schwert. Was das ein Schwert war, das aufschneiden, und das einfach schneiden, das ist schwab. Und so Gott sein Wort soll von uns Dinge aufschneiden, oder losnehmen, was nicht sollen sein. Und so, weil wir das Kapitel fertig haben, dann haben wir viel gelehrt, über wo Kirchenlehrer sollen sein, über wo Diener sollen sein. Wenn Jesus das hier sehr hungrig gegen Kirchenlehrer reden, wird vielleicht viel geworden sein, vielleicht fad geworden sein. Ich rede nicht von der Körper, ich rede von Yes wie fad geworden, viel geworden. Und leider wird das alle bekämpft erst Geld. Und leider wird das alle bekämpft erst das Echte. Bloß an dort festhalten, was wir gelehrt haben, und steht bereit sind, was nicht lernen, wenn Gott die anderen will. Das ist ein sehr, sehr hungriges Kapitel. Und ich glaube, hier keine Lehrer uittekenen te vandaag. Gott sein Wort geht ruhig über diese Wahl, über YouTube. Und wir haben das Hart, das Wort ist für mich und die. Das ist für alle, nicht bloß für Lehrer. Wo sind ich? Und wir sind über alle Lehrer, wo wir dann denken. Nicht so? Wir sind Lehrer im Heim. Wir sind vielleicht Lehrer in unserer Freundengruppe. Wir sind vielleicht Lehrer in der Kirche. Vielleicht sind wir Lehrer in unserer Geschäft. Alle Mann ist irgendwo ein Lehrer. Alle frühs. Und so, das Wort, das Kapitel, das ist für alle. Und so, ich will von dem mal ein bisschen was anderes tun. Ich wollte das auf Plautdietsch lesen. Und ich wollte some Gedanken mit über Matteaus 23. Und ich will bloß das Bild hier machen. So, Jesus hat eine Durchsprache gehabt mit den Leiter von der Kirche, die Pharisäer, die Sadduceer, die Schriftgelehrten. Und nu ist Kapitel 22 fertig. Nu sagt er, nu dreht er sich, oder er winkt nu, naar das Volk, was besiegt steht und das alle zugehört hat. Und seine Jünger. Seine Jünger wären seine Schüler. Das wären seine Schuljünger sozusagen. Nu sagt er, nu dreht er sich nach da. Nu sagt er hier, da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern. Und sprach, auf Moses' Stuhl sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut's, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht tun. Sie sagen's wohl und tun's nicht. Sie binden aber schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf den Hals. Aber sie selbst wollen dieselben nicht mit einem Finger regen.
Alle ihre Werke aber tun sie, dass sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Denkzettel breit und die Säume an ihren Kleidern groß. Du wolltest Luther noch mal von vertrauen. Sie sitzen gern oben an, über Tisch und in den Schulen und haben es gern, dass sie gegrüßt werden auf dem Markt und von den Menschen Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, Christus, ihr aber seid alle Brüder. Und sollt niemand Vater heißen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht lassen Meister nennen, denn einer ist euer Meister, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Und dann durch Vers 13 wieder fängt es dann an mit den 7 Klären gegen die Pharisäer. Gegen die Kirchenlehrer zu Titen, du wollen nächstes Mal von vertalen. Wir wollen hier schließen mit lesen, wie Gott sein Wort. So Jesus dreht nun das Volk, nur die Menschen, nu redet hij von den Pharisäern und den Schriftgelehrten, und dort noch einmal stehen. Das ist han hier proben von der eigenen Jahren mit Gott sein Wort, mit verschiedenen Frauen, die nicht anhalten. Sie haben eben eine Geschichte festgestellt von einem Munkje, was 7 Männer gehört hat, wem's früh, was sie im Himmel sind. Wir haben das auch schon gefragt. Nu, die stehen hier noch alle an Horchen, wo Jesus zu den Menschen redet von End. Dan krijgt ze zijn, dass wenn einer mal wird, wo eine Gruppe sind, und die Kirchenlehrer wieder, dann wird einer mal zu all die Menschen reden von diesen Kirchenlehrer. Well, das hat Jesus hier dat. Ich würde nicht sagen, aber Jesus ist Gott. Jesus kam zu Hort, die Horten von den Menschen. Jesus kam diese Hechlerie, was hier auch ging. Und was ist ein Hechler? Well, ein Hechler sagt ein Ding, und der über das andere Ding. Das ist ein Schauspieler auf Plautdietsch. Und so sagt, diese Lehrer, die saßen mit Moses in Stuhl. Was sagt du, man? Well, die gleichen Lehrer zu sein. Die gleichen, die ihr zu haben, von auf dem Stuhl saßen. Moses in Stuhl, dort bedient, dort Amt von der Kirche, das erste Amt. Und er sagt, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die gleichen dort zu saßen. Nu sagt er, vielleicht mehr so freundlich, oder vielleicht so scharfig, vielleicht hoffen, dass mehr gelacht. Da sagt er zu den Menschen, alles, was diese Menschen zu ihnen sagen, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, dort tut halt, wenn die sagen, gut. Aber was sie tun, dort tut nicht. Nu habe ich endlich Heichlen genannt. Because ein Heichler sagt ein Ding und der andere. So, Jesus hat hier vielleicht mehr gefremd vielleicht, aber hat hier sehr was strenger gesagt. Dann sagt er, die geben ihnen los, eben am Hals, was sehr schwer ist, aber sie selbst dann nicht einen Finger abdrehen zum Beifoten oder zum Halten. Was ist ein schlechter Lehrer? Well, ein schlechter Lehrer will das Amt. Die haben Verlangen nach das Amt. Und in die Ehe von das Amt, auf Moses in Stuhl zu setzen. Was ist ein schlechter Lehrer noch? Der hilft den Menschen regeln. Und Bürde, hier redet von der Bürde, und die Bürde, das was schwer ist, wo die Menschen meist nicht drehen können, wo der selbst einen Finger abreden, um das proben zu drehen. No, Jesus sagt, der redet nicht den Finger ab, zum Beifoten oder zum Halten. Und dann sagt er, was die verhang. Er sagt in Vers 5, alles was diese tun, diese Lehrer, das tun sie von Menschen gesehen sein. Dann sagt er, was interessant ist. Sie machen ihre Denkzettel breit und die Säume von ihren Kleidern groß. Also das hat die mit zu tun, mit was sie sich antragen. So, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die hatten eine Wahrheit. Wenn Gott hat zu Moses gesagt, schrieb das Gesetz am Hort auf dem Kopf. So, diese hatten einfach ein kleine Torschjes merken, ein Denkzettel, ein breites Denkzettel, das ist ein kleines Torschje, und du wirst ein kleiner Bibelvers gespannt. Hatten sich das vielleicht durchgeschrieben, dann würden sie sich einmal einen Tag die Rüt nehmen, vielleicht die Rüt, wenn nicht lernen und so wieder. Und das soll zu sein, dass das wir was wunderbar ist, nicht so. Die Säume, dass wir ein Betwieren, was von sich raufhängt, dass wir auf Englisch würde sein ein Tassel, und meistens ein Strangje, was darauf hängt von den Kleidern, und diese hatten mehrere. Wenn ein Pharisäer ging, mehrere kleine ladende Torsches,
En meer de lange benge, dat is een woord, de benge, wat van de kleider afhangt. En dat zal alles een bediening gaan, dit is weer, dit is een leider, dit is duiven Gott zijn woord. En dan zegt Jezus, waarom dat tijden? Om je zijn te zijn. Alright? En dan zegt, wat ze nog tijden? Ze zaten jaren ver. Ze zaten jaren bij de beste stellen, bij de maaltijden, de beste stellen, eten het eerste, den heichsten stel. En gleich wanneer ze aan het reizen en wanneer ze aan het rabbi namen. Alright? Nu zegt Jezus te zijn jongeren, wat zij dat zullen doen. Und je jüngst zal je niet rabbi heiten. Wat is een rabbi? Wel, dat is einfach een leraar. Een ding wat mij naar hem interessiert heeft van den Mennoniten geloven, is we zijn niet zo groot aan titels, of aan ambten. Mensen wat die Mennoniten studeren zijn fertig dat niet moeten zijn, want die leren is oder de prediger, wegen die zullen ook krachtse duimen zijn als ihnen opvallen. En dat is wat mij interesseert. En die gebruiken niet zo leicht dat woord pastor, oder prediger, oder reverend, zoals de Engländer dat alle doen. De katholischen die reden fertig van een voeder, een priester, dat is ja een voeder. Jezus zegt hier, te de jongen, je zal niet zoals de vader zegt. Je zal niet hoog zijn aan titels. Is het nu dan aardig, wanneer we een pastor betekenen? Nee, ik wil niet zeggen dat wat met aardig weer, maar wanneer die er aanvangt om koppen te doen, dat vangt om groot te worden, dan best een vader zegt je worden. Dat is einfach wat het hier zegt. Jezus zegt, laat je dat niet voeder heeten. Dus was een voeder. En hij zegt, waarom niet een rabbi? Wel, de Essel hier zegt dat wie hij zelfs. En laat je niet meester aan, want Jezus is geen meester. En dan zegt hij, waar wil je zijn jongen dat zullen doen. Dat zal waar zo'n rik zijn wat ze even kap is. Daar hebben we van gereed. Hij zegt, wer zich zelfs wil erheben, der zal zich leeg loten. En wer zich zelfs wordt leeg loten, den wordt opgehoven worden. So Jezus zegt hier wat het zal zijn en zijn recht en zijn kerk. Dat zal niet groot zijn, dat zal niet met geld te doen hebben, dat zal een duim zijn, dat zal een jaar zijn van dein, van anderen afheben, anderen laten verder gaan. Wat deed een goede leraar? Die zat op de laatste stel. Wat deed ons meester? Die bond zich een handjuk aan en was de jongen de feit. Hij ziet niet bloos wat het zal, hij deed wijzen wat het zal. So, eine kant en eine hiert van predikers, die hebben het vergeten. Dat heeft te doen met, ze zijn de wiert. Ze hebben het eerste het laatste woord. Dat heeft met geld te doen. En wanneer ze niet aan horchen, dan zijn de anderen alle aardig. Een leider zal dat duimmeestigste zijn, die leersten stil nemen, eruit zijn te feitwaschen en weet je wat, eruit zijn te leren. Ik kan geen leider wat alles weet. Over waar we alle topen leven en alle topen gebed zijn en alle topen met hun helden jaarsvrouwen, dan is het wijsheid niet zo. Dat is te vandaag. Nächste Mal fangen we aan met de 7 kleur wat Jezus heeft, jeng de Vader zeer, en het wordt immer hunscher en immer strenger. Die worden geen wonderen.